Let's talk about finance. Litzfin.delu. Ma Gilles, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Brutto und Netto beim Salär? Der Bruttosalär ist eigentlich der Startpunkt. Das ist der Salär, der noch im Arbeitskontrakt steht. Als dem Bruttosalär geht der Nettosalär durch Suen, die aufgehen für Sozialleistungen. Der Nettosalär sind dann Suen, die reell auf das Konto überwiesen kriegt. Was genau wird auf dem Bruttosalär aufgezogen, für nur auf den Nettosalär zu kommen? Als ich gehen Sozialabgaben aufgerechnet, Cotisation sociale auf Französisch. Das sind Krankenversicherung, Pensionsversicherung und Pflegeversicherung. Sozialabgaben sind größtenteils dafür da, für die Krankenkäse und Pensionskäse halt zu Lützeburg zu finanzieren. Durch das gehen wir finanziell unterstützt, wenn wir krank gehen, oder bezahlen als Pension, wenn wir im Alter nicht mehr arbeiten gehen. Nur die Sozialabgaben gehen dann Steuern auch aufgerechnet. Bei dem mehr verdient, weil ihr noch mehr Steuern bezahlt. Die Suen gehen direkt an Staatskäsen und gehen genutzt, für zum Beispiel Straßen und Schulen zu bauen. Oder auch Pumpstellen und Polizisten zu bezahlen. Steuern gehen oft negativ durchgestaltet und die Leuten gefällt, dass das hier finanzielle Situation nicht noch weiter belasten. Ist das da wirklich so? Steuern sind ein ganz wichtiger Pilier von einer gesunden, funktionierenden Ökonomie. Alle Personen, die zu Lützeburg lebt, kann die moderne Infrastruktur, sie an Spitäler, Autobahn oder an der Schule nutzen. Auch die Sicherheit auf der Straße oder ein öffentlicher Verkehr, der komplett gratis ist, sind Argumente, die als Lützeburger Land machen, wo ganz viele Leute hin wollen. All diese Leistungen wären ohne Steuern nicht möglich. Es schwätzt auch oft vom Salärminimum. Was ist das und wie hoch ist das? Das Salärminimum, oder auch soziale Mindestlohn genannt, ist das Minimum, den eine volljährige Person zu Lützeburg verdienen muss, was sie 40 Stunden Woche schafft. Am 1. Januar 2021 lag das Salär bei 2.200 €. Da geht es nach dem qualifizierten Mindestlohn, den 20% mehr höher ist wie der soziale Mindestlohn. Ob welcher Mindestlohn den Herrn nur Urrecht tut, hängt vom Niveau von den beruflichen Qualifikationen vom Employé ab. Let's talk about finance. Auf Aldo Radio, aldo.delu und an der Aldo App. Aldo Radio. Den Hitradio zu Lützeburg.